ist ja keine Hol dir Zeit. das Arsch auf dem Steg! Ich bin der Steht. Beste. Oder? Einmal. Pass auf, da oben! Da. Komm raus aus deinem Rattenloch! Gott, dieser Fehler wieder gemacht. Ist ja da. Du bist mausetot! Schon da, oder? Beweg deinen Ratten so! Wir müssen Morgen helfen! Ja, aber mal, Mann. Schnell. Gib mir Deckung, Vito! So, was ist jetzt? Ah, der Tobe ist jetzt ja. Der hat mich verschossen. Ich möchte dich nicht zum Feind haben! Ja, Ich bin der Beste! irgendeiner trifft Lass mich dir was irgendwo. einfallen! Beeil dich! Der Joe ist schon da vorne. Leg den Wichser um! Ich denke, Sind du der? bist so ein knallharter Typ. Habe ich beide genommen? Nein, nur einer. Oder? Nein, ich habe beide genommen. Wo ist der andere? Der andere ist da hinten. Ciao, mach's gut. Mal eine Munition. Du sollst ja auch noch was haben. Und raus. Der andere. Ob der noch da ist? Oh nein! Ah, ist ja logisch Scheiße, gewesen. wir haben ihn erschossen! Er ist tot, Vito! Joe, Dieser ganz Wichser. ruhig. Du kannst nichts mehr für ihn tun. Schnappen wir uns Clementi. Ist ja logisch gewesen. Einmal haben wir einen Fahrer und jetzt ist er tot. Jetzt muss ich selber fahren. Ihr meint, das war's? Irrtum, ihr Wichser. Gib mir Deckung zu zweit. Wenn sie sich trennen, folgst du auf jeden Fall Clementi, nicht den anderen Kerl. Du bist mausetot! Was denn sonst? Bleib du an Clementi dran. Er ist in der schwarzen Limousine. Pass auf, Vito! Ein Hit. Oh mein Gott. Der nächste ist Clementi. Drück auf die Tube, Vito! Ich Was versuch's ja. jetzt? Oh, Papa Laschwald. Oh mein Gott. Ja, Papa Laschwald, aber ich hab's versagt. Gib mal Gas, Mann. Schneller! Können Sie da noch holen, Mann. Jetzt mal schon aber treffen, wieder. Klasse, Joe. Oh, perfekt parkiert, oder? Der ist hinüber. Davon überzeuge ich mich persönlich. Das ist für Marty. Tschüss. Schau mal, Alter. Spar mal die Munition. Jetzt ist er hinüber. Fahren wir zu mir. Meinst du? Fahren wir zu mir. Easy. Easy. Zum Bier? Darf er nicht? Was für eine Scheiße. Hä? Gib mir Eddies Nummer, ich rufe ihn an. Hallo? Hier ist Joe. Alles erledigt. Alles glatt gegangen? Nein, leider nicht. Wieso? Marty ist tot. Was? Sie haben ihn erwischt, wir mussten ihn dort lassen. Okay, was ist mit Clementi? Tot. Sehr gut. Und der Junge? Blöd gelaufen, Bauernopfer. Hä? Hauptsache das Wichtigste Was? ist erledigt. Bauernopfer? Das ist mein Freund, von dem du da redest, verdammt nochmal. Joe, mich brauchst du nicht anzubrüllen. Sagte. Es war deine Idee und keiner hat den Jungen gezwungen mitzumachen. Tut mir leid, aber sowas kommt vor. Hol dir morgen im Falken dein Geld ab. Ja, von mir aus. Dem ist das scheißegal. Oh, jetzt krieg dich mal wieder ein und schalten den Gang runter. Mir tut's auch leid. Mehr als du denkst. Das war riskant. Ach ja? Hey, das war ein gefährlicher Job. Du hast ihn mitgenommen, ihn hat's erwischt. Glaubst du, im Krieg war's anders? Eddie kann nichts dafür, er kannte den Jungen nicht mal. Ich will den Scheiß jetzt nicht hören. Klar. Lass mich allein. Ich zieh mich nur schnell um, okay? Tut mir leid, Marty. Es tut mir so leid, mein Junge. Geh nach Hause. Gut. Der Joe hat jetzt auch keinen Bock mehr auf uns.
Der Verbesserung ist halt. Ein Marty weniger. Ja, 40 Stunden weg, natürlich. Ja, da ist das WC. Da können wir gut arbeiten. So, Telefon läutet wieder mal. Mal schauen, wer es das mal ist. Wahrscheinlich der Joe, oder? Hallo? Ja, spreche ich mit Vito? Wer will das wissen? Ich bin Leon, der Barkeeper vom Lone Star. Ich habe deine Nummer von Joe Barbaro. Er sagt, du bist ein Freund von ihm. Ja, was ist mit ihm? Der gute Joe hat die ganze Nacht nur vom Feinsten gebechert. Dann hat er was von einem Marty gefasselt und seitdem ist ziemlich ungemütlich mit ihm. Wovon reden Sie? Dein Freund hat sich nicht mehr im Griff, Mann. Er fuchtelt mit der Kanone rum und keiner kann ihn zur Vernunft bringen. Toll. Ich will kein Ärger mit euch, Jungs. Kannst du wieder herkommen und diesen besoffenen Sack vom Barhocker kratzen, bevor noch jemand abknallt oder irgendjemand die Bullen ruft? Vito, holst du jetzt deinen beschissenen Freund ab? Kann ich mit dir rechnen? Okay, ich komm vorbei. Und hey, geben Sie ihm keinen Schnaps mehr, bis ich da bin. Ich versuch's. Aber dein Freund, er wird damit nicht einverstanden sein. Hey, wenn Sie ihm den Hahn nicht sofort zudrehen, drehe ich Ihren ab. Haben wir uns verstanden? In Ordnung, Mann. Aber beeil dich. Wie viele sind noch in der Bar? Ich bin mit ihm allein. Dein Freund ist ungefähr seit einer Stunde hier und hat alle anderen vertrieben. Okay, schließen Sie ab, bis ich da bin. Dauert nur ein paar Minuten. Alles klar. Danke. Ja, dem sehe ich gerade ziemlich gut. Ja. Mal schnell dem Barbesitzer helfen da. Und vor allem am Joe. Wo ist jetzt schon wieder der Ausgang? Ich glaube da, oder? Ja. So, das Auto steht perfekt da im Rasen. Und wir sehen uns beim Joe wieder. Steigen da wieder aus. Und ist der Joe noch da? Hoffen wir's. Vito, endlich. Also gut, wo ist er? Da drüben in der Ecke. Ich habe versucht, ihm nichts mehr zu geben, aber der Saukerl wollte mir den Laden zertrümmern. Okay, schließ ab und gib mir eine Minute. Ein bisschen zu tief ins Glas geschaut, hä? Wie geht's dir? Vito, da bist du ja endlich. Die anderen sind schon alle gegangen. Tja, Joe. Warum wohl? Oh, Ha, genau. Im Auto hier? hab ein Taxi genommen. In der Gegend würde ich doch mein Auto nicht parken. Okay, trink aus, wir gehen. Ihr wollt gehen? Okay, Marty, Ich lasse euch raus. auf dein Wohl. Hast dich tapfer geschlagen. Scheiße, wo sind denn meine Schlüssel? Tut mir so leid, Junge. Das hätte nicht passieren dürfen. Das hätte nicht passieren dürfen. Verflucht! Tu die Ach, scheiß Scheiße. Knarre weg, bevor noch was passiert! No, shit. Hast du sie noch alle? Was soll der Scheiß, du Vollidiot? Ich wollte nur... Was wolltest du? Halt dein blödes Maul und schaff deinen versoffenen Arsch hier raus! Schon gut, schon gut. Ich komm ja schon. Ja, gut. Dem geht's glaube ich nicht mehr so gut, hä? Zieh die Leiche zum Wagen des Barkeepers. Ja, Leiche ziehen. Scheiße gelaufen, hä? Haben wir es nicht geschafft, den zu retten. Jetzt wo müssen wir den auch nicht tun? Zum Wagen. Wieso? Wieso?
Ja, und wieder mal eine Leiche im Kofferraum. Bruh. Gut, haben wir ein neues Auto. Anscheinend kriegen wir immer Autos von denen, die sterben. Was hat der Joe jetzt zu sagen? Ah, da, genau. Und wenn ich eine Leiche hinten im Kofferraum habe, 4 Polizisten. 4 Polizeiautos. Wieso? Wieso? Erklär mal wieso. Ah, da jetzt bräuchte ich den Lester, Mann. What the fuck? Wieso willst du mich jetzt verhaften, Mann? Komm, warte bis das Auto kommt. Oh. Oh shit. Schnell. Da bleibt jetzt stecken, Jetzt du. So macht man das. Oh, in echt. Gut, wir sind da. Erschieß bitte keinen auf dem Weg zur Haustür, ja? Danke, Vito. Und hey, tut mir leid. Hör mal, ruf mich morgen an, ja? Gut. Und beseitige die Leiche, lass dich nicht dabei erwischen. Ja, wird schwer, wenn da ganz die Polizeiautos rumfahren. Sonst sind sie nirgends. Immer dann, wenn man eine Leiche im Kofferraum hat. Aha. An den Bergen in die Schrottpresse. Ja, da. Die hat ja eine riesige Fantasie, Mann. Jedes Mal, wenn wir eine erledigen müssen, ist irgendwie anders. Komm, Schrottpresse benutzen. Schiebe aber einfach wieder. Was? Du kriegst Geld über, wenn du da Autos bringst. Hey, Joe. Und da noch hier, oder? Hey, wer kommt denn da? Hey, wer ist das? Ah, ja, Mike. Brauchst du einen Job? Sorry, ist gerade nichts da. Nein, auch nicht. Nicht, ob der noch was hat. Sammelobjekte, irgendwas? Nicht. Okay. Dann können wir zu Fuß heimgehen, oder wie? Da sind wir. Wieder mal mit einem anderen Auto. Jetzt gehen wir wieder schlafen, oder? Wir sind doch gerade vorher aufgestanden und sind den Joe geholt. Wir machen anscheinend nichts anderes wie schlafen und Joe abholen. Schlafen gehen. Gute Nacht. Zum 10. Mal innerhalb von 2 Minuten. Kapitel 11. Ein Freund von uns. Auschecken. Wer Herein. zum Teufel ist das? Oh, den Pool habe ich immer noch nicht gesehen, Mann. Bevor wir aufmachen gehen, irgendwo ist noch was an, oder? Lederjacke mit Hemd. Ah, ich habe einfach 2 verschiedene Hemden, oder? Ja, aber mir nur Hemd. Es ist schon nicht so kalt. Hey, Vito. Lang nicht gesehen. Oh, du Wichser. Stimmt, lange her. Was willst du, Henry? Was trinken? Nehmen wir mein Auto. Okay. Also eigentlich würde ich dem nicht mehr trauen, aber ja. Tja, dass Clementi tot ist, weißt du wohl. Wie alle anderen auch. Hör mal, Vito. Ich weiß, dass Falcone was damit zu tun hat. Und ich mache mir Sorgen, dass er den Rest der Familie auch auslöschen will. Und was geht mich das an? Naja, also, du wurdest doch eingebucht. Tut mir leid, was dir Clementi angetan hat. Aber er hat gekriegt, was er verdient hat, oder? Der Drecksack ist mir doch scheißegal. Ich könnte mir auch vorstellen, für Falcone zu arbeiten. Heißt das, du willst bei uns einsteigen? Ja, und wenn du für ihn
arbeitest, dachte ich, dass du... Könntest du vielleicht ein gutes Wort für mich einlegen? Ja, sicher. Joe und ich können für dich bürgen. Danke, Vito. Du hast was gut bei mir. Geniert. Und? Wie läuft's so? Bevor mein halber Bekanntenkreis umgelegt wurde oder danach? Diese Geschichte in dem Hotel, darüber weißt du nicht zufällig was. Keine Ahnung, wovon du redest. Komisch. Ein Kumpel von Joe wurde damals auf dem Parkplatz kalt gemacht. Und da habe ich mir gedacht, ihr zwei wärt mit von der Partie. Ein Kumpel von Joe? Wen meinst du denn? Du weißt schon, der blöde Arsch, der ständig mit Joe bei Freddy war. Wie hieß der nochmal? Mikey, Mickey, ach, scheiß drauf, irgendwie so. Du meinst Marty? Ja, so hieß die kleine Ratte. Hatte eine Stimme wie Minnie Maus. Ach ja, davon habe ich gehört. Und du warst damals bestimmt nicht dabei? Ganz sicher nicht? Sagen wir es mal so. Ich und Joe waren damals unterwegs, was wir unseren Boss erledigen. Mehr sage ich dazu nicht. Weißt du was? Ist sowieso egal. Aber tu mir einen Gefallen, ja? Sicher. Leg dir nächstens eine bessere Tarnung zu als den peinlichen falschen Bahn. Ja, der Fall hat das gemerkt, ja. Meilenweit zu erkennen. Wann könnten wir nicht ein andermal darüber reden? Und am besten gar nicht mehr? Ja, schwamm drüber. Hast nur deine Arbeit gemacht. Hast du auch manchmal das Gefühl, dass du in einer anderen Branche besser aufgehoben wärst? Ehrlich gesagt, nicht wirklich. Dies hier ist mein Leben. Das ist, was ich kann. Ja. Und ich vermute, es bringt ein bisschen mehr Geld als Taxifahren. Ich hatte überlegt, nach dem Hoteljob die Stadt zu verlassen. Aber wo soll ich hin? Was soll ich machen? Deshalb bin ich zu dir gekommen. Ich war deine letzte Hoffnung, wie? Danke. Hey, nur mal so, wieso kommst du zu mir und nicht zu Joe? Sieh mal, Joe ist zuverlässig. Aber ich möchte nicht unbedingt, dass er mich vertritt. Du verstehst? Ja, da kann ich dir nicht widersprechen. Ja, wir sind da, also aussteigen bitte. Du für eine Rede bitte. Gehen wir mal rein. Hey, Hey, Vito. hast du meine Kohle? Ich halte immer mein Wort, oder? Hier, gib nicht alles auf einmal aus. Danke. Wo ist Joe? Er war eben noch hier, ist gerade raus, wirkte ziemlich angepisst. Das hat er wohl häufiger in letzter Zeit. Ja, ist das ein Wunder? Hör mal, ich muss was mit dir besprechen. Nur wenn's wichtig ist. Mich hält im Moment Vinci auf Trab. Er führt irgendwas gegen uns im Schilde und keiner weiß was oder wieso. Ich muss das rauskriegen. Hör mir trotzdem erst mal zu. Okay, schieß los, aber mach's kurz. Ein ehemaliger Clementi-Mann hat mich kontaktiert. Er will wissen, ob wir den Rest von Clementis Männern auch noch ausschalten wollen. Das ist gut. Soweit ich weiß, hat der Boss im Moment nichts in der Richtung vor. Es sei denn, sie machen irgendwelche Dummheiten. Er hat mich außerdem gefragt, ob er für uns arbeiten kann. Ja? Wer ist der? Ein Freund von dir oder was? Wir haben ein paar Jobs zusammen erledigt. Er versteht sein Handwerk. Okay. Er soll mal vorbeikommen. Tja, er wäre gerade hier. Tatsächlich. Na gut, bring ihn her. Eddie, Henry Tomasino. Henry, das ist Eddie Scarpa. Sehr erfreut, Mr. Scarpa. Sag nicht Mr. Scarpa. Meine Freunde nennen mich Eddie. Komm, setz dich, Henry. Also, Vito sagt, du würdest gern für uns arbeiten. Ja, ich habe gerade nichts zu tun. Und was früher mal war, ist Schnee von gestern. Eine kluge Einstellung. Aber zuerst mal, Henry. Hacken Clementi und Vinci etwas gegen unsere Familie aus? Okay. Normalerweise halte ich mich bei sowas ja raus. Aber ich war mal mit Luca Guarino bei Leo Galanti. Und Luca erzählte dauernd, Falcone wäre in irgendwelche krummen Geschäfte verwickelt und dass man etwas dagegen tun sollte. Ich schätze, er wollte Vinci gegen euch aufhetzen. Diese Drecksau. Der dealt doch garantiert selbst, aber schimpft trotzdem dauernd über Drogen. Er weiß genau, dass Vinci was dagegen hat. Wahrscheinlich hat er den Alten eingeseift. Aus diesem Grund will er uns jetzt ans Leder. Wir müssen ihm zuvorkommen. Wieder mal? Hey, wenn wir nicht handeln, handelt Frank. Aber erstmal müssen wir Galanti beseitigen. Ohne den ist Frank erledigt. Leo? Ich wollte dich da raushalten, aber mir fiel sonst keiner ein, der so eine Nummer durchziehen kann. Jetzt würde ich sagen, das wäre doch die perfekte Gelegenheit für Henry mal zu zeigen, was er drauf hat. Was sagst du dazu, Henry? Machst du das? Wenn das heißt, dass ich dann dabei bin? Klar. Einverstanden. Beseitige Leo. Und was ist mit dir, Vito? Ich würde mich wohler fühlen, wenn du Henry begleiten würdest, damit alles glatt läuft. Heißt ja nicht, dass du selbst Hand anlegen musst. Fahr einfach hin, warte, bis alles erledigt ist und fahr zurück.
Aber falls das ein Problem für dich ist, frage ich gern jemand anderen. Was meinst du? Tut mir leid, Eddie, ich kann das nicht. Leo war im Knast wie ein Vater zu mir. Ja, ich verstehe. Da musst du wohl auf Vito verzichten, Henry. Hol dir Hilfe, wenn du willst, aber es darf auf keinen Fall auch nur der kleinste Verdacht auf uns fallen. Leo wohnt in Highbrook. Keine Sorge, wird heute noch erledigt. Okay, dann mach dich auf die Socken. Bis später, Eddie. Gut, dass du den hergebracht hast. Selbst wenn das vermasselt, wird keiner uns verdächtigen. Ich glaube nicht, dass Henry es vermasselt. Umso besser. Tja, Vito, sonst habe ich heute nichts für dich, aber komm morgen wieder, okay? Ja, bis dann, Eddie. Bis dann.